Und weil uns jetzt ein bisschen Zeit fehlt, zum mega da noch auf Beispiele eingehen, würde ich, bevor ich aufhöre, da noch auch zu dem Ganzen einfach noch schnell sagen, dass alles, was wir da jetzt besprochen haben, weil das ist natürlich ein Thema, wo wir auch noch für die nächsten 7 Stunden könnte besprechen. Müsst ihr euch vorstellen, dass ein wichtiger Grundsatz dort auch dahinter ist, dass wir die Extrameile, sage ich einmal, oder die Songkommunikation-Übung, dass es sehr wichtig ist, dass ihr committed sind oder gewillt sind, das auch mit euren schlechten Songs zu machen. Also mit euren Trash-Songs. Weil was passiert ganz oft, ich sehe das ganz oft bei Künstlern, mit denen ich rede, oder die ich zuvor vielleicht schon beraten haben, oder mir ab und zu Fragen stellen, dass sie sagen, ja, von diesen 5 Tracks rauskommen, ja, weißt du, das habe ich das Gefühl, ist der Hit, und den behandle ich mega gut. Also für den gebe ich mir Mühe in der Songkommunikation. Und die anderen lass am Randstein, lass die einfach sitzen, wie irgendwie so ein Hund, der ausgesetzt worden ist. Und es ist halt wichtig, nur so steigt eure Songkommunikationsqualität, weil hinter dem Kommunizieren ist auch eine gewisse Qualität und eine gewisse Übung und eine Routine, wo man reinkommen muss. Und es ist halt wichtig, dass man das nicht nur mit seinen Lieblingstracks macht, sondern auch mit den Tracks, die vielleicht nicht für einen Favorite sind. Wieso sage ich das? Weil oftmals mit diesen trashigen Songs, oder ich nenne sie jetzt einfach mal trashig, mit diesen Songs, die einem vielleicht nicht so viel bedeuten, einem selber, dass man aus denen auch gewisse Lektionen kann rausziehen, wie die Leute auf das reagieren, wenn ich zum Beispiel die Songs kommuniziere. Und es ist mega schade, wenn ich das sehe bei Künstlern da draussen, dass die dann sagen, ja, tue ich mal den einen Track da, wenn ich dann frage, ey, der Track ist geil, was machst du mit dem Track? Dann sagen sie vielleicht, ja, der Track da, den tue ich so ein bisschen stiefmütterlich behandeln. Zu dem habe ich mir eigentlich gar nicht überlegt. Ich will da den anderen Track, das ist ein Hit, das ist eine Bombe, den tue ich mega krass kommunizieren. Es geht wirklich darum, dass ihr alle eure Songs, wo ihr releaset, egal ob ihr die geil findet oder nicht, natürlich werdet ihr wahrscheinlich nur die Songs releasen, die ihr geil findet, aber dass ihr auch die ein bisschen ungeileren Tracks, die nicht so favorite Tracks, dass ihr die auch mit dem gleichen Anspruch oder mit der gleichen Ambition auch kommunizieren. Weil man weiss nie, ob vielleicht der trashige Track oder der, wo man halt nicht so im Kopf hat, als, boah, das wird die Single, dass vielleicht der dann plötzlich zu oberst oben ist in den Analytics. Und der halt am meisten kommuniziert wird, konsumiert wird. Aber auch vielleicht entsprechend am meisten kommuniziert wird. Darum, ja, das ist jetzt so ein bisschen die Stunde gewesen. Für die da jetzt dann am Schluss schnell eingeschaltet haben, danke vielmals. Ich hoffe, das ist ein bisschen verständlich gewesen oder hat ein bisschen Sinn gemacht für die Leute, die da live zugeschaut haben. Leider diesmal nicht so viel mit Chat heute, aber wir versuchen das beim nächsten Mal nachzuholen und das werdet ihr auch sehr bald auf dem YouTube-Channel sehen. Und ich weiss das zu schätzen, für die da mit Cola Podcast zuschauen damals. Und für sich selber die Übungen machen. Darum nehmt das ein bisschen als Inspiration. Ich hoffe, ihr könnt da ein bisschen rausgehen und die geilsten Songkommunikationsstrategien ever jetzt machen. Und ja, hoffentlich sehen wir uns dann beim nächsten Mal oder auf dem YouTube-Channel unter Cola Podcast. Peace out.